Na, hallo Jörg, machst Feierabend? Ja, jetzt ist es angenehm im Garten. Guck mal, ich habe heute Bacher. Was ist denn das? Wie war denn das? Könntest du jetzt sagen, boah? Ach so. Wow, was ist denn das? Guck mal genauer nach, das sind Mutscheln. Mutscheln. Ja, bei uns in der Gegend gibt es die nicht so oft. Nee. Aber eigentlich ist das ein ganz typisches schwäbisches Gebäck gewesen früher. Und kannst du dich erinnern, dass man zu Semmelbrösel auch Mutschelmehl sagt? Ja. Mutschelmehl. Aha. Gut sind sie, Menschenskind. Ja, das ist natürlich Liebesbeweis, oder? Guck mal. Oh. Aha. Mit Brezel und Herz. Hast du sowas schon mal gekriegt? Nein. Na, siehst du mal, schon lange warten müssen. Also es ist so, die Idee habe ich gehabt, weil auf der CMT immer von Reutlinger so ein Männle rumgelaufen ist, wie ein Mutschel. Das Mutschelmännle. Ja, kannst du dich erinnern? Ja. Und den habe ich echt gut gefunden. Und dann habe ich mir da tatsächlich jetzt mal dieses Jahr ein Rezept mitgenommen. Und das Grundrezept ist eigentlich ganz einfach. 1 Kilo Mehl, halber Liter Milch, 150 Gramm weiche Butter, 15 Gramm Salz, 10 Gramm Zucker und 80 Gramm Hefe. Alles schön verknetet, 30 bis 40 Minuten gehen lassen und dann Mutscheln formen. Und das geht wirklich ganz gut. Der Teig war wirklich prima, der klebt dann aneinander. Und dann mit Eigelb einstreichen und vielleicht 25 Minuten bei 180 Gramm backen. Aber dass man da so tolle Formen draus machen kann. Ja, der Teig, der erlaubt es tatsächlich. Das geht dann noch ein bisschen auf. Aber ja, ich habe mich da jetzt ein bisschen an die optische Vorlage von denen orientiert. Aber die machen da also ganz wahnsinnige Sachen. Da kann man auch zum Geburtstag tolle Sachen draus machen. Also, dann wünsche ich dir morgen einen schönen Sonntag. Hast jetzt was Nettes. Kannst du Abend ausklingen lassen. Zu deinem Viertel. Lass dir schmecken. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.